Heute einmal jetzt praktisch über Ziegenhaltung. Kann ich gut reden, weil ich an die 20 Jahre lang alles gehabt habe. Der Vortrag wird in Hochdeutsch stattfinden. Gründe, die für die Ziegenhaltung sprechen. Tierhaltung hat viel mit Kultur zu tun. Die Ziege ist vermutlich das älteste Haustier des Menschen. Seine Entwicklung und die Besiedlung klimatisch ungünstiger Gebiete war nur durch das symbiotische Verhältnis mit seinen Milchtieren möglich. Der Mensch sorgt für Winterfutter und die Tiere wandeln im Gras und Zweige in Milch und Fleisch um. Die Milchtierhaltung und das Wissen darum ist ein wichtiger Teil unseres Kulturerbes. Wer ein Milchtier hält, hilft auch mit, das unersetzbare genetische Erbe eines in Jahrtausenden gezüchteten Tieres weiterzugeben. Durch die nur an Leistung orientierte moderne Landwirtschaft, die sich auf nur wenige Tierrassen beschränkt, sind manche alte Landrassen heute vom Aussterben bedroht. Das gilt für Rinder, Schweine und Geflügel und erst recht für Milchziegen, die beinahe schon zur Seltenheit geworden sind. Eine Ziege schenkt ein Stück wirtschaftliche Unabhängigkeit bei der Versorgung mit Nahrungsmitteln. Zudem kann man durch Haltung und Fütterung auf die Qualität der eigenen Nahrungsmittel Einfluss nehmen. Von einer Ziege kann man etwa 700 Liter Milch im Jahr bekommen, was durchaus den Milchbedarf einer kleinen Familie decken kann. Ziegenmilch ist schmackhaft und durch ihre feine Fettstruktur leicht verdaulich und ihr gesundheitlicher Wert wird allgemein gerühmt. Aus der Milch lässt sich mit geringem Aufwand Quark und Käse gewinnen. Die Haltung einer Tiere ist auch bei nur kleiner Gartenfläche möglich. Es genügt ein kleiner zugfreier Bretterstall und eine eingezäunte Freifläche davor. Eine Ziege kann man an der Leine spazieren führen und so ihren Bedarf an frischem Grün, etwa an Wegrändern oder im Wald, stillen. Neben Brot, Gemüse und Obstabfällen kann man ihre Zweige und Äste zum Abschälen füttern. Rinde ist sehr eiweißreich und hält die Ziege gesund. Nach kurzer Gewöhnungszeit weiden Ziegen auch an einem etwa 3 Meter langen Strick, der mit einem Ring an einem Pflock befestigt ist, sodass sich der Strick nicht aufwickelt. Mit dieser Methode kann man der Ziege ihre Weideportionen zuteilen und spart sich den Rasenmäher. Ziegen haben einen recht individualistischen Charakter und können deswegen durchaus auch alleine gehalten werden, wenn sich Menschen ausreichend um sie kümmern. Sie suchen den Menschen als Partner und werden sehr zutraulich. Sie vertragen sich, wenn man sie früh zusammengewöhnt, aber auch mit beinahe allen anderen Haustieren und Nutztierrassen. Tierhaltung kann die Menschen aus ihrer Ich-Bezogenheit lösen und ihnen die Sinne für die Großartigkeit der Natur, ja für die Welt öffnen. Wer Tiere hält, lernt, sich in anderes Leben einzufühlen, lernt mitfreuen und mitleiden. Wer Tiere hält, wächst in eine Art Elternrolle hinein, was auf einfache Weise auch das Selbstbewusstsein stärkt, denn die Verantwortung für ein schwaches Wesen macht selber stark. Nun zur Vorrede braucht man jetzt natürlich die praktischen Informationen, Haltungsbedingungen. Hier schon wieder eine Vorrede, aber eine wichtige. Wenn Rinder zwischen einem warmen Stall und einem trockenen, windgeschützten Plätzchen im Freien entscheiden können, ziehen sie bis minus 20 Grad den Aufenthalt im Freien vor. Bei Pferden ist es ähnlich und auch Ziegen sind, entgegen hartnäckiger Vorurteile, mit Einschränkung durchaus winterhart.
Natürlich nur, wenn sie das ganze Jahr im Freien gehalten werden und sich ihr Fell und ihr Körper den Jahreszeiten anpassen kann. Wer seiner Stallziege im Winter plötzlich dauernde Minusgrade zumutet, wird sie vermutlich umbringen. Ziegen haben ein im Vergleich mit Schafen dünnes Fell, aber bei Robusthaltung bildet sich im Herbst eine dichte Unterwolle, die sich erst im Frühjahr verliert. Früher wurde sie herausgekämmt und zu feinster Wolle versponnen. Natürlich muss zur Gesunderhaltung auch die Haltung und Ernährung artgerecht sein. Die Ziegen müssen freien Auslauf haben, damit sie sich nachts zusammenkuscheln können und sich tagsüber in die Sonne stellen, meistens quer zur Sonneneinstrahlung. Wer Ziegen bei Minusgraden anbindet, ist ein Tierquäler. Was Ziegen aber überhaupt nicht mögen, ist Nässe. Als Stall genügt durchaus eine Holzhütte, wenn sie nur regen- und winddicht ist und eine trockene Unterlage hat. Dafür empfiehlt sich die sogenannte Tief- oder Matratzenstreu, wie sie sich auch bei Pferden bewährt hat. Bei dieser Haltungsweise wird als Grundlage eine etwa 20 cm dicke Matratze aus Stroh oder Alpenheu angelegt. Die Ziege sorgt dann selber für die weitere Einstreu, weil sie von allem angebotenen Heu und Laub einen Teil auf den Boden streut, den sie dann nicht mehr frisst. Die Matratze kann bis zu einem halben Meter dick werden und braucht nur zweimal im Jahr gewechselt werden. Hygienische Bedenken oder Sorgen wegen Geruchsbelästigung sind unbegründet. Letztere gibt es nur, wenn die Matratze entfernt wird, was aber eine ziemlich überschaubare Beeinträchtigungsdauer darstellt. Ziegen in finsteren Ställen anzubinden ist Tierquälerei. Eine solche Haltung sollte endgültig der Vergangenheit angehören. Ziegengerechte Haltung ist auch nicht von der Größe des Auslaufs abhängig. Es genügt durchaus eine kleine Koppel vorm Stall, die immer zugänglich ist, und wer dazu noch einen Steinhaufen, einen Baumstamm oder andere erhöhte Standorte anbieten kann, wird zufriedene Tiere haben. Wenn er dann auch noch täglich eine Stunde mit den Tieren Gassi geht und sie an Stauden nagen lassen kann, wird nicht nur den Tieren, sondern auch seiner eigenen Gesundheit Gutes getan. Steiniger Untergrund ist auch gut für den Abrieb der Klauen. Übrigens genügt es bei mehreren Tieren, die Chefin angeleint zu lassen. Die anderen bleiben meist in der Nähe. Das sollte man sich aber nur in der freien Natur leisten, wo sie keinen Schaden anrichten können. Übrigens, anders als Schafe, die sich bei Gefahr zusammendrängen, fliehen Ziegen in getrennte Richtungen, vermutlich um den Angreifer zu verwirren. Zum Speiseplan. Wenn Ziegen frei laufen können, weiden sie eine Fläche nicht ab, sondern suchen sich nur die schmackhafteste Nahrung. Sie zupfen gerne die Spitzen der Gräser ab, naschen hier und da ein Blatt, dort ein paar Knospen und dazwischen schälen sie mit Begeisterung an vielen Gehölzen. Das Ziegenmaul, das wissen viele nicht, hat also nur im Unterkiefer Zähne, mit denen sie schaben. Das Oberkiefer ist eine Knorpelplatte, mit der sie das Ganze dann festhalten und unten dagegen schaben. Favoriten sind dabei Weiden und Apfelbäume. Ziegen schälen aber praktisch jeden Laub- und Nadelbaum. Im Winter fressen sie auch sehr gern Reisig von Fichte, Kiefer und Tanne. Ich empfehle, so einen Ast einfach irgendwo an einem Schuppen anzunageln, damit die Ziege nicht vom Boden irgendeinen Dreck auffrisst und vielleicht krank wird, denn sie mag alles, das höher hängt. Sie stellt sich dann auf die Hinterbeine und
hat die höchste Freude beim Fressen. Also wer Nadelholz zu entrinden hat, legt sie am besten den Ziegen vor. Diese erledigen diese schwere Arbeit mit Begeisterung. Ebenso bewährt sich die Ziege bei der Rodung von verbuschtem Gelände. Bis in den späten Herbst können Ziegen alleine von dem leben, was sie auf der Weide finden. Als Blattsammler sammeln sie auch das frisch gefallene Herbstlaub. Man kann dieses auch trocknen und im Winter als Futter anbieten. Eine besondere Delikatesse ist Brennnesselheu. Dieses ist auch gut für die Milchleistung. Ziegen brauchen zu ihrem Wohlbefinden Beschäftigung, weswegen immer auch Zweige angeboten werden sollen. Nebenbei sind diese eine sehr gute Quelle für Vitamin- und Mineralstoffe. Wer von seiner Ziege aber eine nennenswerte Milchleistung haben will, muss etwa ab dem Herbst Getreide oder Rüben zufüttern. Ungebrochenen Hafer, Weizen, Gerste, Mais, Roggen, Hirse und so weiter. Wer einer Ziege mal einen Eimer mit Getreide gibt, wird erstaunt sein über diese Gierigkeit, mit der die Ziege die Körner in sich hineinschlingt. Da wird nichts gebissen. Das wird einfach runtergeschluckt in den nächsten Magen und von dort wird es irgendwann später beim Wiederkauen mehrfach wieder raufgeholt und verarbeitet. Als Feinschmecker lieben Ziegen beinahe alle Gemüse- und Obstreste. Brot, Knödel, Nudeln und Kartoffeln. Bei Speiseresten ist nur zu beachten, dass kein Fett und keine Soßen dabei sind. Als Vegetarier dürfen Ziegen natürlich auch keine Fleisch-, Wurst- oder Käseabfälle bekommen, ebenso wenig Kuchen oder Süßigkeiten. Abgekühltes Nudel-, Reis- oder Kartoffelwasser trinken Ziegen gern. Salz darf auch dabei sein. Aber wie schon erwähnt, die Ziege ist Wiederkäuerin. Das heißt, dass sie nur etwa einen halben Tag weidet und die andere Hälfte irgendwo liegt und das Gefressene gemächlich ein zweites und ein weiteres Mal durchkaut. Zum Verhalten. Ziegen sind Fluchttiere. Ihre Hörner setzen sie nur untereinander ein oder wenn sie von anderen Tieren bedroht werden. Ziegenmütter legen sich sogar mit größeren Hunden an und sind dabei oft sogar erfolgreich. Und doch soll es auch Ziegen geben, die Menschen stoßen. Vermutlich wurden sie aber von diesen erst angriffslustig gemacht, vielleicht spielerisch. Wer seine Tiere ruhig und freundlich behandelt, wird immer auch friedliche Tiere haben. Also ich bin nie, kein einziges Mal von einer Ziege gestoßen worden. Ziegen sind in aller Regel sehr recht selbstbewusst und zielstrebig und erfinderisch, wenn sie für sich einen nahrhaften Vorteil sehen. Man muss ihnen deswegen konsequent und energisch ihre Grenzen aufzeigen. Mit Sicherheit zeigen sie weder Dankbarkeit noch Respekt dafür, dass man ihnen irgendwo etwas durchgehen hat lassen. Gerne schlüpfen sie durchs Gartentor, wenn es auch nur einen Spalt offen steht. Einfangen kann man sie nur mit Gelassenheit und Ruhe, etwa indem man sie nicht weiter beachtet und so tut, als habe man sie absichtlich ausgelassen. Wer dann nach einer Weile im Stall so nebenbei mit der Haferschüssel hantiert oder einen Fichtenzweig aufhängt, wird nicht lange auf die Ausreißerin warten müssen. Natürlich muss man sie dann für das Zurückkommen auch ein wenig belohnen. Wer ihnen aufgeregt und schimpfend hinterherläuft, um sie zu fangen, der wird bald unter Luftmangel leiden und überhaupt einen etwas lächerlichen Eindruck machen. Habe ich alles selber ausprobiert. Richtig weglaufen tun Ziegen nicht, es sei denn, sie werden durch Geschrei und Schimpfen vertrieben. Denn nichts lieben sie mehr als ihren geschützten Stall und die Haferschüssel.
fressen aber genauso gerne anderes Getreide. Beim Spazierengehen darf man Ziegen nicht hetzen. Sie wollen keine Kilometer absolvieren, sondern überall ein wenig zupfen und naschen. Ich hatte Ziegen, die auch 6 Jahre nach dem Kitzeln, also nach der Geburt von Kitzen, noch 2 Liter Milch gaben. Solange Milch gefordert wird, also solange gemolken wird, liefert die Ziege. Zumindest bei liebevoller Betreuung. Sie nimmt dann die melkende Person quasi als Kitz an. Ich betone das für die Leute, die gerne Milch haben, aber nicht jedes Jahr Nachwuchs haben wollen, was ja meistens Schlachten bedeutet. Die Milchleistung nimmt aber mit den Jahren stetig ab. Die Bockigkeit erkennt man leicht am raschen Wedeln mit dem Schwänzchen und am lauten Gemecker. Man lässt die Ziege in dieser Zeit im Stall, wenn man sie nicht zum Bock bringt. Nach 2 Tagen hört das Gemecker von alleine auf. Hartnäckig hält sich das Vorurteil, dass Ziegen stinken. Doch stinken tun sie nur, wenn sie bei den Böcken waren. Vor allem im Herbst zur Deckzeit. Eine Ziege, die beim Bock war, stinkt natürlich auch einige Tage, denn Ziegen lieben sich nicht platonisch. Es gibt aber auch noch einen anderen Grund für Gestank, nicht artgemäße Haltung, wenn Ziegen kurz angebunden in ihrem eigenen Mist liegen müssen. Eine Ziege mit trockenem Freiluftstall oder gar eine, die ganzjährig auf der Weide lebt, stinkt überhaupt nicht. Ziegen gehören zu den Tieren mit dem geringsten Eigengeruch. Würden sich die Menschen in Streichelzoos so um die Ziegen drängen, wenn sie stinken würden? Trotzdem maßen sich Richter an, Ziegenhaltung in Wohngebieten mit Hinweis auf das Gestank zu verbieten. Willkür oder Dummheit? Auch Ziegenmilch wird gerne ein strenger Geruch angedichtet, vor allem von Leuten, die noch niemals welche getrunken haben. Tatsächlich ist ihr Geschmack nach Jahreszeit und Hauptfutterart verschieden. Im Frühjahr schmeckt sie herber, im Winter süßer als Kuhmilch. Durch die feine Struktur ihres Rahmens setzt sich dieser erst nach Tagen ab, sodass sie zum Beispiel den Kaffee so gleichmäßig färbt wie Kondensmilch. Fleisch. Für Tierfreunde ein heikles Thema. Wir waren fast 20 Jahre nicht fähig, die Tiere zu schlachten und haben die überzähligen Kitze verkauft und dabei selber Fleisch beim Metzger mit unbekannter Qualität und Herkunft erworben. So blöd kann man sein. Bis heute haben wir keine weiblichen Kitze geschlachtet, aber dass Böcklein mit 3 Monaten ein unglaublich schmackhaftes Fleisch haben, das wissen mittlerweile auch wir. Eine verletzte alte Ziege habe ich einmal an einen Metzger verschenkt und er hat mir später eine Salami davon probieren lassen. Was soll ich sagen, eine Wurst, an die man sich gewöhnen kann. Ohrmarken, ein heikles Thema. Ohrmarken für Tiere sind Quälerei. Für Ziegen sind sie extreme Quälerei. Vor allem, wenn sie frei, artgerecht gehalten werden. Damit versuchen Politiker, Lobbyisten und Bürokraten nach den Fleischskandalen bei Tierfabriken und Großhändlern das Gefühl von Sicherheit vorzumachen. Nach dem Motto, was eine Nummer hat, haben wir im Griff. Das ist natürlich die reine Rosttäuscherei, denn damit wird nur der wahren Charakter von Nutztieren ausgedrückt. Eine Bürokratie gemästet und fiskalischen Wünschen entsprochen. Gewissheit über das Herkunftsland und über Haltungs- und Fleischqualität wird vorgegaukelt. Doch spätestens, wenn die Ohren ab sind und das Fleisch ein paar Mal durch Europa verschoben wurde, ist alles nur noch Humbug. Dass diese Vorschriften für Großagrarier von den Veterinärämtern auch für die kleinen Selbstversorger umgesetzt wird, grenzt an Willkür.
Gerade Tierhalter, die sich um artgerechte Haltungsbedingungen bemühen, werden ihren Tieren die Tortur nicht antun. Denn die Tiere reißen sich die Marken im Gestrüpp runter oder beißen sich die Fremdkörper gegenseitig ab. Im Netz finden sich viele Bilder, die diese ausgerissenen, ausgefransten Ohren dokumentieren.